Nojan, N-O-J-A-N. For which game again? 2-5. 2-5, you got it. Hallo. Es geht, Leute. Ich muss lachen, weil meine Frau gerade ihr Kleid hochgeschoben hat. Ich habe mein Telefon vergessen. Die ist dann nochmal schnell rausgerannt, um mir mein Telefon zu geben, und dann gab es nochmal so einen Surprise-Flash. So Leute, der 23. Hab keinen Geburtstag mehr. Gestern mega chilliger Tag mit den Kids, viel gespielt, schöne Zeit gehabt und auch online ein bisschen was gespielt, auch gut Plus gemacht. Und jetzt geht's ab zum Strip. 2,5 No Limit Hold'em, stehen schon auf der Liste. Let's go. So Leute, wir sind im Aria und über Nacht sind irgendwie über 20 neue Subscriber dazu gekommen. Channel wächst jetzt mega schnell, Leute, mega geil. Wir gehen auf die 5600er Marke schon zu. An alle, die neu dazu gestoßen sind, Poker ist ein Glücksspiel, Leute, die meisten verlieren an den Tischen. Es gibt auf jeden Fall Ausnahmen, ich bin einer davon. Also für alle, die schwache Nerven haben und kein Geld riskieren möchten, bitte nicht nachmachen. Wir haben ein bisschen Stau auf dem Highway gehabt, weil jetzt alle Richtung Los Angeles fahren, um ihre Familien und so weiter zu besuchen, über Weihnachten und so weiter. Und ja, deswegen ist um diese Zeit immer Stau, hin und zurück. Das bedeutet aber, dass viele Locals und Grinder und so weiter alle halt nicht in der Stadt sind. Das bedeutet, die Games müssen gut sein. Und ja, wir sind hier, um ein bisschen Geld abzugreifen. Mit den Turnieren sind ja auch schon wieder fertig, Leute. Kommen die Slot Machines wieder zurück. Dieser Banane doch nicht. Doublebot? Ja, Dealerwechsel. Achso. Nuts und ein Bot Second. Schauen wir mal, wie viel das sind sicher. Jetzt schon nicht mehr. Oh, that was Thank you. Also es gibt eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht, wir waren mal 1600 down, und die gute Nachricht ist, wir sind jetzt nur noch $300 down. Also eigentlich sind das beides schlechte Nachrichten, aber kommt drauf an, wie man es sieht. Ich habe in der Session mit Damen gegen Asse verloren, mit Asse gegen Siebener verloren, mit Siebener Set gefloppt und dann gegen One-Card-Flush verloren. Mehrere 3-Bet-Pötte verloren. Ja, also eigentlich ging den ganzen Tag lang gar nicht. Und jetzt sitzen da 2 Whales an meinem Tisch. Beide richtig deep. Beide schießen Pump. Ich habe eben eine ziemlich schöne Hand gewonnen gegen einen von diesen Whales. Ist Multi-Way. Ich fülle auf im Big Blind mit 4-5 Suited in Spades halt. Flop kommt Ass 2-6, 1 Spade. Ich check-calle $50. Der bettet auch ziemlich schnell. Also es war ziemlich klar, dass er stark ist, aber ja, wir haben Backdoor Outs und Gutshot, Straight Draw und. Turn kommt jetzt 7 ins Peak, also Flush Draw, Open-Ended Straight Draw ist noch ein bisschen versteckt, also wenn wir die Straße machen, dann ja, dann können wir eventuell Maximum gewinnen. Also Check call ich $150. Er bettet auch wieder super schnell. Auch wieder, wie gesagt, Tell, also ja, er sagt mir halt, dass er super stark ist. River kommt eine 8, somit mache ich meine Straße und er bettet $200, auch wieder super schnell, super confident, einfach mit allen Body Language sagt er mir, dass er hier die Nuts hat und ja, ich gehe einfach all in, fast $1000 und er snap-callt, hat er nicht mal über die Straße nachgedacht oder so, er snap-callt und ja, wir sind jetzt nur noch $300 da. Die Whales sind noch am Tisch, also
Ganz kurze Pause nur. Direkt wieder zurück. Versuchen nochmal so ein All-In zu gewinnen. Session im Aria mit einem Plus von $834 beendet und fast 12 Stunden gespielt. Ich habe heute so viele Hände gespielt, dass ich mich an fast keine mehr erinnere. Das war heute mal ein mega Rollercoaster. Irgendwie die ersten 1-2 Stunden direkt down gewesen, dann die nächsten 7, 5, 6 Stunden oder so mega Card Dead gewesen. Und dann irgendwie ab der, 9. Stunde oder so habe ich dann angefangen, wieder ein paar Hände zu gewinnen. Für dass wir $1600 down waren oder so. Also insgesamt waren wir für $2600 drin. Dass wir dann doch noch mit 800 noch was plus beendet haben. Ziemlich stark. Auch die 12 Stunden ziemlich stark. Ich habe 2 schöne Hände gewonnen. Einmal mit Ass 8 habe ich ein Full House gemacht gegen Pocket 6er, da hat er ein kleineres Full House. Und dann habe ich einmal mit 9er Top Set gefloppt. Ich bin Preflop Aggressor und habe klein gebettet und werde gecheckraced auf $75, also mega riesen Race. Und call die 75, Turn checkt er, ich bette 150, er callt. River donkt er wieder $100, ich gehe einfach all in und er callt. Der hat aber keinen vollen Stack gehabt, also keine 1000 noch was. Aber trotzdem, hat auf jeden Fall geschmeckt. Ich habe heute wieder Schokolade geschenkt bekommen, Leute, aber für die Twins. Stand da 12 Stunden lang vor mir und ich muss sagen, ich habe mehrere Male kämpfen müssen. Ich habe auch fast automatisch einfach mal, ein paar Mal fast geöffnet, aber die haben es überlebt. Wir haben jetzt 1 Uhr nachts, meine Frau muss in 2 Stunden zur Arbeit, deswegen müssen wir nochmal Sprit tanken. Es sieht so aus, als würde das Auto hier mehr verbrauchen als mein GL. Ich muss alle paar Tage zur Tanke. Wieder zu Hause, bevor es ins Bett geht, jetzt erstmal eine Runde Counter-Strike, damit wir den Kopf wieder resetten können. Ich muss erstmal den Elfen suchen, denn wir werden so tun, als hätte der Elf die Schokolade mitgebracht. So Leute, der nächste Tag und wir sind endlich im grünen Bereich für den Monat und wir haben auf jeden Fall noch ein paar Tage left, spielen auf jeden Fall noch, ich werde heute noch spielen. Wir haben zwar eine kleine Family Feier heute Abend bei meinem Schwager, aber da bin ich nicht dabei, ist nichts Großartiges. Meine Frau wird da hinfahren mit den Kids und ich kann entspannt spielen und morgen früh kommen alle rüber zu uns und machen Geschenke auf und so weiter. Gibt Kaffee, Kuchen, also Sachen. Also heute nochmal entspannt grinden. Ja, ich nehme euch natürlich wieder mit. Werde dann im nächsten Vlog natürlich berichten, wie es da lief. Und ja, bevor ich meinen Vlog jetzt beende, pünktlich zur Weihnachtszeit, Leute, 2 Giveaways. Einmal Poker Bankroll Tracker natürlich. Nicht vergessen in den Kommentaren euren Usernamen mit am besten PBT und dann Username und dann euren Usernamen reinpacken und dann alle, die mit dem Link Dawson sich bei CoinPoker einen Account erstellt haben, auch nochmal Username CoinPoker auch nochmal posten. Da gibt es nochmal $10, das kommt aus meiner eigenen Bankroll, das war jetzt nicht so krass plus diesen Monat. Ja, da gibt es nochmal ein $10 Giveaway von mir, was ich euch dann über CoinPoker schicken kann. Also nochmal Poker Bankroll Tracker, Username CoinPoker, Username an alle, die sich mit dem Code Dawson bei CoinPoker angemeldet haben. Einmal den Usernamen posten. Ja, im nächsten Vlog gibt es wieder einen Gewinner. Und somit wünsche ich euch und eurer Familie eine frohe Weihnachten, entspannte und glückliche Zeit. Danke für eure Unterstützung das ganze Jahr über. Seid die Besten, feiert schön und bleibt gesund.